Einen wunderschönen guten Morgen zur Persönlichkeitsentwicklung auf Borisch und heute mit der Überschrift: Es muss einem auch mal was wurscht sein können. Das stammt von der Martina Schwarzmann. Die ganze Zeit hechteln wir hinter irgendwas her. Da muss ich noch hin, das muss noch fertig werden, das möchte ich noch machen und so weiter und so weiter. Dafür wollen wir ja nicht bloß unsere Sache gut machen, sondern, um es genau zu nehmen, wollen wir doch immer, dass alles perfekt läuft. Für das strengen wir uns auch richtig an, da bringen wir verdammt viel Einsatz, dass zum Beispiel unser Haus oder Wohnung immer sauber und aufgeräumt ausschaut, dass wir Sport immer mit dem neuesten Trendgerät machen können, dass die Firma perfekt läuft, dafür sind wir auch Samstag und Sonntag im Einsatz, weil ohne uns geht es ja nicht, dass wir eine Vorzeigefamilie haben. Für das schimpfen wir uns richtig, dass alles perfekt ist. Jetzt meine Frage an dich: Muss denn unbedingt perfekt sein? Und jetzt brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Du hast doch bestimmt schon mal von der 80-20-Regel gehört. Diese Regel besagt, dass du 80% deines Ertrages mit 20% Aufwand erreichst. Heißt ja gleichzeitig, wenn ich die letzten 20% haben möchte, muss ich 80% Einsatz dafür bringen. Machen wir mal ein Beispiel. Dein Arbeitnehmer hat einen 7-Stunden-Tag und ist nach 1,5 Stunden mit 80% seines Tagwerks fertig. Und dann bindest du für die letzten 5,5 Stunden am Stuhl an und wartest, bis er seine 20% abtritschelt. Anderes Beispiel, wie ist es denn bei dir? Wenn du 80% deines Umsatzes gemacht hast, gibst du nicht frei. Nein, du erkämpfst da, wenn es sein muss, ganz hart die letzten 20%, weil das kann ja auch vielleicht der Unterschied sein, dass du das ja genau um das weniger Umsatz machst. Nur einmal angenommen, du darfst deinem Angestellten oder um Willen auch dir selber noch 80% freigeben. Was darf sich denn dann ändern? Und jetzt höre ich so richtig den einen oder anderen Gedanken: Ich glaube, dass die spinnt. Ich kann doch nicht meinen Arbeitnehmer 7 Stunden zahlen und nach 1,5 Stunden heimschicken. Stimmt, das war vielleicht ein bisschen arg krass. Aber durch diesen kleinen Schock jetzt gerade bist du vielleicht ja mal gerade im Moment ein bisschen offener über Alternative nachzudenken, oder? Laut dem Gesetzgeber darf ein Arbeitnehmer ohne Pause bis zu 6 Stunden arbeiten. Es gibt Firmen, die haben das schon erfolgreich getestet, dass sie ihre Arbeitnehmer nach 4 Stunden effizientester, ununterbrochener Arbeit fürs gleiche Geld heimschicken. Was war denn dann anders? Glaubst du nicht, dass dein Arbeitnehmer am nächsten Tag bis ins Haarspitzel neu motiviert war und auch identifiziert mit deinem Unternehmen? Oder was war bei dir selber? Wenn du statt um 7 Uhr auf die Nacht um 4 Uhr heimkommst und sagst: Schnecki, was machen wir heute noch? Heute habe ich Zeit für dich. Was war denn dann anders? Jetzt gibt es natürlich nur das Argument: Ja, wir werden eh schon nicht fertig mit unserer Arbeit, das ging ja nie. Das kann schon sein, dass das bei dir konkret so ist, aber dann wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, eine grundsätzliche strategische Entscheidung zu treffen. Und ich kann euch den Hinweis geben, dass diese Arbeitszeitmodelle unglaublich gut bei der jungen Generation ankommen, die nämlich keinen Bock mehr haben, 7 oder 8 Stunden im Büro zu sitzen. Also wie auch immer, ich möchte euch heute ermuntern, statt auf perfekt, lieber menschlich zum Denken. Welchen Mehrwert darfst denn du, deine Leid oder auch gern dir selber ermöglichen? Probier es einfach aus. Tu es einfach. Es kann ja nichts schief gehen. Es muss einem auch mal was wurscht sein können. Denn wer will, der kann. Viel Spaß wünsche ich euch beim Anderssein. Dankeschön, Carissa.